Die Damen an die Herren an all Freunden vom FCD Verding 03, willkommen hier bei unserem Gringewurst. Für uns machen wir einen kleinen Rückblick auf den Kuppenmatch gegen Trostbad, die Match, wo uns Jungen an das Finale gebracht haben. Vous avez ouvert le score très tôt et vous avez su gérer et fermer. Quel est votre état d'esprit après ce match et votre finale que vous avez bien mérité? Foi incrível o match e ça va, à la maison. Non, on est heureux. De toute façon, on savait que ça allait être encore plus dur que presque Niederkorn et Esperange. Et on a aussi subi aujourd'hui. Mais l'essentiel, c'est là. Mais c'était pas le match le plus sexy à voir, je pense. On a quand même fait le taf et c'est ce qui compte aujourd'hui. Et vous, un petit mot pour la finale? On va aller en finale, on va essayer de gagner. Aujourd'hui, t'inquiète, on est avec Théo et vas-y tranquille. On se barre bien. Vous avez ouvert le score très tôt et vous avez su fermer et conserver votre avantage. Maintenant, vous êtes en finale, vous l'avez mérité. Quel est votre sentiment après ce match? Bah ouais, certes, on a marqué très tôt. Après, le plus dur, c'était de tenir, je pense. Voilà, aujourd'hui, on a été dans un bloc très resserré, très bas. Mais bon, le plus important, c'est la victoire et d'aller en finale. Ouais, voilà, on a su bien défendre aujourd'hui, on avait tous envie. Et je pense que ça a fait la différence. On a réussi à tenir ce score de 1-0 et au final, on va en finale. Ok, super, bravo les gars. Votre club est en finale, j'imagine que c'est une fierté immense. Comment vous le ressentez? Ja, stolz sind ich sicher für unseren ganzen Club, für unseren ganzen Entourage. Sind ein bisschen erlebt, aber bon, das ist dann echt gewonnen. Wir spielen ein Finale, und ein Finale, die spielen den nicht, die gewinnen den. Und an aller Respekt, die wir für den Gegner holen, müssen holen, weil wir es nicht einfach so viel nicht do. Wir müssen das seriös holen, wir haben 40 nicht Zeit für uns zu präparieren. Und dann sind wir weiter. Pour votre passage en finale. Pour nous, le club, ce sera la 6e finale. Et j'espère pour vous ramener le 5e trophée qui manque à Differdange. On jouera contre Mersch. C'est pas acquis. C'est pas acquis. C'est une finale. 50-50, il faut se préparer. Mais en tout... Votre sentiment après ce gros match? Le sentiment est un sentiment inexplicable. C'est un magnifique sentiment. Parce que nous connaissons que nous passons ici les derniers 3 mois à penser sur le grand final et sur le stade, qui est difficile d'arriver là. Et aujourd'hui, c'est le jour que nous arrivons là, avec beaucoup de travail, avec un support énorme de personnes. Mais tout le monde regarde aujourd'hui comment ça marche en Differdange. Une équipe qui a fight sur le terrain. Et principalement en grande famille ensemble. C'est ça qui fait la différence actuellement. Bringen hai pur Bilder vun Eisen klengen Fußballspieler, a mir waren noch beim Futsal dabei.
eklatant. Effektiv ja, mit das net fertig. Ich meine, diese Monat noch ein wichtiger Match für die Coupe de Luxembourg auch am Fußball. Wir hatten schon mal Futsal und effektiv sind wir am Futsal super nervös. Wir haben den Double gemäht das Jahr. Wir haben den Tri-Championat gespielt. Wir sind nur 3 Mal den Champion. Und ich meine, das ist vielleicht. Und voilà, wir hoffen, dass diese Parcours noch so weitergeht und hoffen dann noch einen guten Tirage an der UEFA Champions League. Als Goalkeeper vun der Damenekipp Zelin erzählt, dass sein echte Schritt am Sport net der Fußball war. Nee, ich habe beim Fußball angefangen gehabt, als konnte ich ganz viel Sportarten gemacht, wie Reiten, wie Leichtathletik. Ich war auch Jahr am Fußball, am längsten war ich am Basket. Ich war 6 Jahre am Basket und danach sind ich dann auf der Fußballriver gewechselt. Beim Basket war viel Leistungsdruck da und mit der Schule und mental ist es einfach nicht mehr gegangen, so viel zu trainieren. Und da wollte ich Sport nicht mehr allzu seriös holen. Da sind ich dann mit der Fußballriver gewechselt, und ich dann noch über den Sommer parallel Basket auf Fußball gemacht und du sind ich dann beim Fußball hängen geblieben. Oh, das war das Einfachste, vom Basket rüber zu wechseln. Fänke konnte ich ja schon, dann mich nicht mehr Lehre fallen. Ja, das stimmt, das ist viel mentalen Druck auch da. Und ab und zu geschieht auch mal ein Fehler und da muss ich halt drüber stehen und weitermachen und nicht den Kopf hängen lassen. Am Anfang war es ganz schwierig für mich. Mittlerweile kriege ich besser hin, zumal wir da mal den Koequipier bei dich kommen und da einen Top gehen, für das du darum nicht den Kopf hängen lässt. Mir ist das wirklich schwierig, dann am Match zu bleiben. 3-mal durchatmen und dann geht weiter und alles vergessen. Mal angefangen an der Jugendarbeit bei den Medischen, da muss viel mehr seriös geholt gehen. Nicht nur bei den Jungen einfach gedreckt gehen. Wir sollen noch einzeln wirklich mehr trainieren. Und noch an Lützeburg selber soll mehr mit den Medien geschafft gehen. Also noch viel mehr für den Frauenfußball soll gepostet gehen und alles. Und noch soll einfach generell mehr publiziert in den Zeitungen über den Frauenfußball gehen. Ja, das stimmt. Zumal für uns klingt Land das nächstes Liga ganz gut, weil wir fahren nicht mehr gegen zu großen Gegner wie England zum Beispiel oder Österreich. Wir fahren echt gegen Gegner, die dann selber stark sind oder ein bisschen schwer oder ein bisschen stark halt. Das ist dann noch besser, für dann sich besser zu evaluieren. Also schon Maindes Training zu baggen, Goalkeeps-Training. Und dann ist das Krafttraining an der Kok. Lo Maindes also halt wirklich für 4 Teile, weil den Trainingsniveau aus mir wie zu Dave verdenken. Und ich kann noch mal zum Beispiel beim Nüssi Schlimme dann zusammen trainieren, weil dann ein Schritt besser als wie ich. Also es war relativ schnell.
schon müssen noch a kurzer Zeit viel beileieren. Auch mein Ehrgeiz war dafür, dass ich auch so große Schritte konnte machen, für das schon der ersten Division sind und an der Nationalequipe. Aber ich habe auch ganz viel Firma. Definitiv der Mindset, also ich muss noch viel mehr am Match draußen viel mehr konzentriert sein. Mir auf alle Fälle am Spielerischen hier muss ich wirklich noch viel im Fußspiel schaffen. Definitiv auf der Linie. Also ich komme für mich relativ weit, aber weil ich eine große Sprungkraft habe. Und das hilft mir ganz viel mit meiner Größe. Also ich hatte schon mal Ziele, die habe ich schon erreicht, mehr schnell wie ich gedacht habe, in der Nationalequipe. Also es ist halt für Lummel die fix Nummer 2 zu gehen. Also ich selber habe ja nicht in der 2. Division mit Deverding gespielt, sondern mit Ausbild. Sie recht, wo sie abgestiegen sind, bei sie kommen, ich war das erste Jahr hier, wir haben meine 1. Division gespielt. Ich fand es mir nicht verdient, dass wir den Klassenerhalt haben. Und Tiron war viel besser wie uns Rekron. Und wenn man nur süß auf den Rekron gucken, hat man nicht verdient. Wenn man Tiron, Gott sei Dank, die da ist, haben wir definitiv verdient, an der 1. Division zu bleiben. Spontan, sarkastisch, witzig und dann auch noch sportlich. Oft das für den Fußball eigentlich, also für den Sport generell, da gehe ich alles leierlos. Freundschaft und Familie. Den Claude Meich an den Ernie Müller halen uns au courant über das Evenement von den 20 Jahren FC Deverding 03. Wir wollten dann heute schwätzen über den 20. Anniversaire vom FC Deverding 03. Ja, 20 Jahre sind es schon hier, dass wir Deverding 03 gegründet haben. Das ist eine Fusion zwischen Red Boys und der AS Deverding, wo ich auch die Chance hatte, Gründungsmitglied zu sein, und noch von den nächsten Präsidenten vom Verein. Dafür möchten wir besonders freuen, dass wir an den 20 Jahren schon aber trotzdem ob der Verein ganz gute Resultate hat und auch viel große Momente erlebt hat. Für das Anniversaire haben wir dann auch verschiedene Sachen ausgedeutet. Ich wollte dann mal dem Präsident vom Organisationskomitee, dem Herrn Claude Meich, direkt fortgehen. Ja, merci, Ernie. Ich war ja ein bisschen auch dabei, 24 Jahre, aber eine andere Responsabilität als Bürgermeister. Ich habe mich gefreut, dass den 2 Vereine noch viel geguckt und etwas Neues wollte machen, ohne aber hier Vergangenheit abzugehen, zu lesen, auch ohne hier Werte abzugehen, sowohl hier sportlich Werte wie auch hier soziale Missionen, dass sie das nicht vergessen oder dabei. Ich meine, dass das auch heute noch immer von das Fundament ist vom Erfolg vom FC Deverding 03. Und ich meine auch, dass das an dem Programm, das wir an dem Komitee abgestaltet haben, an dem Werte setzen zum Vierschein können, das Programm, wo op die Jung gesagt wird, was dem Verein ganz wichtig als Programm, den auch gedroht wird von ganz vielen Leuten, die am Laufe von denen 20 Jahren dem Verein viel gehen haben, freier Spieler, freier Member vom Komitee oder von Kommissionen, vielleicht den anderen auch mal den auch für drin an der AS oder andere Boys aktiv waren, die op hier man op hier Terran ein, wo sie dann daheim sind, die sie beruflich aktiv, die anderen sind vielleicht politisch aktiv, die anderen sportlich aktiv, auch gucken dem Programm auch so zu gestalten, dass da den flotte Moment an der Geschichte vom Verein geht. Ja, ich meine, da wird ein Zeitpunkt kommen, dass wir bis auf das Programm verschwätzen und als Koordinateur von unserem Komitee wäre ich da froh, für verschiedene Sachen mitzudelen als ein Zuschauer. Da ist schon gesagt, effektiv, Jugend spielt eine enorme Rolle an unserem Verein. Wir haben ca. 700 Jugendliche abgedehnt auf 25 Equipen. Das sind an der meisten Jünger, aber neuerdings auch ganz viele Mädchen schon, die durch an dem Verein sind. Und
Ich meine 700, das sind enorm viel. Und wir haben gesagt, denen muss man immer schuldig, dass man dann aufhängen mit einem Jugendturnier an den Youth Cup, die findet statt schon den 3. Juni, den nächsten 3. Juni. Samstag, wo den ganzen Tag von morgens bis abends 24 Jugendekippen gegen den Turnier spielen. Eng paar die Ekippen aus dem Land, aber auch aus dem Ausland, hauptsächlich aus der französischen Region. Und nicht nur die Jungen, wir machen noch einen Cup für Mädchen, das heißt Filletten, die ganz klein, und dann auch Jeunes Filles, die auch gegen den spielen, das später noch mit, sodass wir einfach ein ganz gefülltes Programm haben. Ich muss auch so für die Mädchen, die noch gucken, vielleicht, wir machen noch eine Journée de Prospection, de Découverte für die Mädchen, die selben Tag, sodass die eventuell Eintritt hätten, für an der Definition 03 spielen zu kommen, auch kommen und weisen, was sie alles schon mal können aufhängen. Dazu ist im ersten Evenement den 3. Juni. Also ich meine, du Fremer sicherlich Drop, weil der Verein weiß, dass der Verein aus den Optionen setzt, an denen aber auch du probiert, ja, die Jungen kann an der ganzen Familie auch zu begeistern für den Fußball. Ich hoffe, dass man da noch ein flott Kulisse haben, nicht nur die Jungen Terra sind, mit Familien und Freunden von den Jungen dann aber auch auf den Graden sehen, dass man eine flotte Ambiance kriegen. Englisch sind auch immer flotte Momente für die Jungen, die für eine flotte Tribüne können zu spielen, an die Ambiance Terra zu erleben. Und ich denke, dass das auch eine Reinkehr motiviert. Für mich wäre doch wichtig, dass man so Momente haben, wo die Jungen eben spielen, dass der Verein noch halt zusammen hält und dass sie ein Teil von dem Verein sind und dass der Verein nicht nur eine englische Equipe ist, die wichtig ist für den Verein und die natürlich die Vitrine draußen durchstellt, mit dass der Verein eben auch die Hunderten von Jungen sind, aber auch die ganz viele Encadrant, die Trainer und die viel Benevoler, die permanent mit in der Weh sind. Und das wird den 3. Juni sicherlich auch noch ein zum Vorschein kommen. Ich muss sagen, dass ich muss da merci sagen, weil du weißt, dass ich als Präsident von dem Organisationskomitee nicht so kann mich permanent engagieren, weil ich aber auch ein bisschen anderwärts beschäftigt bin. Wenn das weißt, als Mensch mit du überhältst du ganz viel an deiner Funktion. Und das geht ganz gut bis los. Ich freue mich auf den 3. Juni. Wir haben aber auch Donau nach Monisches. Ja, ich muss merci für das Kompliment. Ich habe ein bisschen mehr Freizeit, obwohl ich auch noch fand, nicht ganz viel. Wat du belangt du könnt an eng neue Idee vom Organisationskomitee an dat fand der Stadt den 2. Juli an zwar de Haut as dat Sport löscht als immens wichtig me Pilien, dass man dat sportisch können realisieren an eiser Zeit haut dat stellen Sponsoren de. An die Sponsor sollen dann einmal können auch Terra optreten an zwar mat die Kippen von ihrer Firma, von ihrem Betrieb. An die giffen an den flotten Tag verbringen, auch im Terrain zu summen, Turnier spielen. Und das ist dann der sogenannte Sponsors Cup, der dann den 2. Juli stattfindet. So, also das ist wirklich eine Reise, ist das eine neue Idee, wir das machen an der Form nicht. Und können aber auch ganz gut bei den Sponsoren nicht. Und wir wollen da auch den Jahr verdienen, effektiv mit den Sponsoren. Und dass das über den Namen von der Firma weitergeht, über die Leute, die die Firma durchstellen, und die dann können in der Reihe an einer Kompetition oder einfach weil sie halt bei euch zusammen sehen, den ganzen Flotten da verbringen, sich auch noch besser mit dem Club identifizieren. Weiß einschneiker, dass der Fußballverein eine große Familie ist. Wenn man so bei einem Anniversaire, da will man Jugend an den Mittelpunkt stellen, hier Familie mal an den Mittelpunkt stellen, da gehört zum Verein effektiv auch Sponsoren, die vieles ermöglichen am Verein, weil sie finanziell oder materiell auch helfen, dass der Verein sich so kann entwickeln und das den Jungen für allem auch immer kann zur Verfügung stellen, an die Service kann bieten und dass da auch ein Lien soll bestehen, eine Identifikation zwischen einem Sponsor an dem Verein, das fand ich besonders flott. Aber wir werden die Equipe ja auch gesehen vom Anniversär. Absolut, ich meine, das nach immer als Aushängen schuld. Und wir hoffen mal, dass die Saison noch viel besser ausgeht wie meistens. Aber zum Schluss geduld und für den Moment und für den Fall sieht das ja relativ gut aus. Und was den größten Moment belangt, die von der Stadt, mit der ersten Equipe, den 9.
September lo den Hecht ufangs der Saison an do hummer dann Galamatch vun als richchte Kipp géint verméigch eng ausländsche Kipp vu Marvel zu dëssen Zeitpunkt erst nach den net kënne verrode méi man am gange sinn déi rauszusichen an dat fir dann hai um 4 Auer am Stadion zu Overkur an beim Stadion an Dono mengenech an den ganz durchläit klo als Präsident och nach soen dats ma och versichen awer de ganze Historik vum Verein durchzustellen a Bild an Toun an dat an enger sogenannter Scienceakademik méi déi film méiers wo eng Filmpräsentatiioun geschieet iwwer die 20 Joer also vu dat wat die Liefnisse sinn vum Club an denen 20 Joer schrift der dann och enket vu dort zu gehen. Dat du ein normal, dat wann so ein Jubiläum feiert, ein Anniversär feiert 20 Joer. Das ist nach nicht unbedingt ein Datum, wo eng ganz lange Geschichte muss abschaffen, mehr für allem, aber auch weil schon Geschichten für Druck am Fall von einem Fusionsverein. Das ist besonders interessant. Wir wollen eigentlich die Periode, wo ihn zu Summe kommt, wer den zu Summen erreicht wird, nur als neuer Verein, da zu dokumentieren. Und ich denke, dass die irgendwann enke sie wird 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, 75 Jahre FCD-Verding organisieren. Die sind als dankbar, dass man haut eben auch gucken, dass man den Historik von den ersten 2 Jahrzehnten auch dokumentieren. Natürlich auch eine Manier, wie der zeitgemäß ist, auch multimedial dokumentieren und dass man aber auch ein feierlichen Moment haben, wie eine Science-Akademik. Man depurieren, ich denke, dass das nicht das Allerwichtigste, das Wichtigste ist, auch da zu Summe sind und zu wichtig ist, sicherlich aber auch nachher, sich die Hauptelemente von der 20-jährigen Geschichte vom FCD von 03 zu erinnern. Du hast gesagt, zu Summe sehen, also ich wollte noch einen Appell machen, wir sind am Gange effektiv die alle gute Spieler, die Regionen, all die Leute, die während den 20 Jahren im freien Aufstungen, selbst am Terrain oder außerhalb vom Terrain, dass die dann der präsent wären an Gelegenheit hätte sich rum zu gesehen, ein ganz große Konvenient. Dafür da sind vielleicht ein Dynamiker, wo man noch nicht von tun, wo man drin ist, so den aussehen oder der könnt auch die aussehen mit ihren Kollegen oder Freunden schwätzen und da wird man auch die man noch nicht rausfinden, wo man sie fanden, auch für den der können begeistern, auch dabei zu sehen. Nach es mir werden aber auch trotzdem ein Broschüre rausgehen, da wird noch ein Printausgabe machen von unserem Anniversär an ob dem man auch etwas mit dauerhaftes, wie gesagt, den Heimsatz leid ob der sogenannte Show, die man dann an der Hallo heute effektiv den 8. September dann aber overs ab 7 Uhr oder auch all herzlich willkommen sind. Skift an der Präsident Durchschlussvertrag gehen. Ich denke, das wichtig das gesucht. Wir haben Flottmomente am Laufe von diesem Jahr. Wir hoffen natürlich alle Guten, dass auch noch sportlich Flottmomente als kleinen Geburtstagskado dabei geben kommen. Das wäre sicherlich ganz, ganz wichtig. Da gibt Dynamik an dem Verein richtig stimulieren. An unseren Anniversär wirklich auch sportlich kriegen. Recht Frieden ist ganz einfach. Es ist noch viel Arbeit bis dahin. Da das vor, das möchte ich alles nicht vom selben. Wir wollen gesagt, auch Dynamik rund um den Verein. Und das ist ja den nicht so matten dran, als an der Lobbyisten erlebt und über die letzten Wochen an der Promen, an der Präparation für den Anniversär, weil in der Dynamik spielt. Dann lebe ich schon drin, dass das ein flottes Programm wird, ein erfolgreiches Programm. Und auch ein Element, wo man an Zukunft das gerne drin zurückerinnern.
An zum Schluss e klengen Interview mam Spieler vun der rechter Ekipp, den Gianni Monteiro. Also ich gerne mat run Kanner noch selber kannt dafür Kanner die sind immer hofrisch am Lachen, das bisschen mein Bild dafür muss Spaß immer Martinen zu sehen, bisschen Zeit Martinen zu verbringen an ihnen halt ein bisschen Sache beizubringen, wann möglich ist. Das macht mir viel Spaß. Für gute Spieler zu gehen als Talent nicht alles, war ich auch am Fußballcamp den Kanner mitgedeelt tun, dass ein Fußballspieler muss viel Disziplin haben und auch viel schaffen, weil da schlägt ein Talent. Meine Stärken. Ich gebe so eine Aggressivität, wo schon, aber halt so ein bisschen zu viel, finde viele gelbe Karten. Mich stärkt de Pressing, de Passarbeit, de Passen, Menge Lungen, also eine gute Qualität von mir. Ich keinen Druck beim Spielen, ich habe Spaß beim Spielen, fand ich auch das eng von meinen Qualitäten, dass ich das Spiel ziemlich stellen und auch hart Mannschaften für mich selber, für die Kippe. Also Schwächen kommen mir so Sachen, wo ich mich ändern soll, dass besser am Duell am Kind dient. Ich bin nur viel zu oft ausgedribbelt, was nicht okay ist für Spieler, was da riechen will, was ich riechen will. Und noch ein bisschen mehr schießen auf den Goal. Ich habe einen guten Schuss und ich sollte mehr ausnutzen für meinen Schuss. Das werde ich leider nicht machen. Die Gelb-Karten sind oft doch kommen so d'Arbitre no schon am Ende fir en kleine Fehler as en Gelquat. Hein zum Joch bisssen brutal Fehlerch kom spéit Ballon, awer all den Qualitätit wo Joch mé schaffen muss ass man Gelquaten ze kräen. Dat penaliséet mech vill. Ich noch am gespart fir mis sech och tro schaffen man Gelquaten ze kräen. De Championat ass et gelaf mir wollten effektiv mat für den Champion spielen, Champions-Titel spielen, weil wir auch die Equipe dafür hatten. Das leider nicht so gelaufen, wie wir wollten. Dünne Loament, wo wir nach der Coupe für als so daneben gelaufen Saison zu retten. Den Druck ist so mal so, ich spüre keinen Druck. Die Matcher spielen sie also nicht so wie normale Championatsmatch. Das ist so das ist kein Druck da. Das Spielen als Fußballspieler spielen ich keinen Druck. Ich fand, dass ein Fußballspieler, der in einem hohen Niveau spielt, spielt keinen Druck. Fand dann positiven Druck, weil ein gutes machen will, aber nicht den Druck von dann Angst zu spielen. Ganz so gesagt, ein bisschen wie die meisten Spieler mit der Musik. Wir haben als Musikbox, wo jeder redet, mit der Musik gelauscht und dann den letzten 20 Stunden. Da lausche ich meine Musik, packe ich meinen Koffer raus und da lausche ich meine Musik. Auch für ein Match lese ich die Bibel. Ich lese dann so 2 Kapitel von der Bibel für ein Match. Das hilft mir, die Konnexion mit Gott besser raufzukommen. Und dann kommt Musik und dann laufen ich auf den Terrain. Ziel vom FCD Verding 03 wie mal ein Cup oder das Championat zu gewinnen, lo hat mich geht Cup zu gewinnen, dann kann ich dafür so eine Schmult Cup zu gewinnen. Ja, wie gesagt, das leidet eine Menge Natur. Ich bin so im Weltcup voller Energie, eins zu oft, und meine Mama auch gedacht, dass ich hyperaktiv bin. Ich habe getestet, dass ich nicht bin. Aber das ist leider eine Menge Natur. Ich bin immer so voll Energie, immer aufrecht schlagen, immer gerne. Dafür das einfach den Gianni und sich. Aber in der Freizeit mit all den vielen Trainings, ich kann dann oft gerne mein Bruder ein Match gucken. Die spielt auch immer samstags, dafür samstags noch Training gehen, ich ein Match gucken. Und dann gucken ich Match auf der Tele oder ich gehe eine Tour mit der Familie oder mit Kollegen. Gute Momente wünsche ich da viel. Ich habe keinen Lieblingsmoment.
schon an der Jugend viel Championate gewonnen. Dafür das immer etwas Gutes für das Spiel an sich, zumal an einem jungen Alter. Für einen Lieblingsmoment habe ich nicht. Schon verschiedene Momente, die ich gerne, aber kein Lieblingsmoment. Gut. So nicht gerne. So, wir sind am Ende von unserer Emission angekommen. Ich hoffe, Sie haben Spaß gemacht. Gehen ein Rendezvous für die nächste Emission am 3. Mai. Bis dann, halte ich all gesund am Montag. Adi, bis dann.